viel gesagt heute. So viele Eindrücke, ermutigende Worte. Christoph, Barbara, ich kann mir nur vorstellen, wenn ihr im Himmel seid, vor Jesus steht, sagt er, well done, my good and faithful servant. Gut gemacht, meine gute und treue Diener. Danke für eure Treue, danke für euer Vorbild. Ich habe gesagt, ich sage es nicht, weil ihr kommt wieder zurück nach 3 Monaten. Ihr habt nur 3 Monate Pause. Nachher werden wir euch sehen und miteinander noch weiterarbeiten. Das ist der Deal. Ja, ihr habt gesehen, wir versuchen Distanz zu halten, wir versuchen Masken zu tragen. Heutige Tage sind nicht ganz normale Tage. Es gibt viele Verspannungen im Luft. Es ist trotzdem schön, dass wir heute Gottesdienst miteinander feiern, trotz Limitations, dass wir haben, trotz dem Corona, dass so viele auch da erschienen sind. Ich werde einfach kurz etwas euch sagen, was aus mir Herz liegt. Ihr habt gewusst, letzte Woche bin ich nicht da gewesen, habe ich eine Predigt gehabt. Werner hat anstatt mir predigt, eine sehr, sehr gute, starke Predigt. Ich musste in Quarantäne sein und in den letzten Monaten habe ich 3 Mal einen Test machen und alle 3 Mal sind negativ gekommen. Habe ich kein Virus, so weit. Aber bin ich beim Arzt gewesen und er hat gesagt, ja, leider sind wir auch in Quarantäne. Nehmt einfach ein paar Bücher mit, Netflix schauen, einfach ein bisschen chillen, daheim sein und geniessen ihre Zeit. Und ja, bin ich in die Quarantäne gegangen. Die ersten 3 Tage habe ich mit meiner Mami zusammen den ganzen Schuhschrank und Kleiderschrank und Küchenschrank und Kasten rausgenommen, haben alles rein dekoriert und organisiert und alles schön gemacht in dieser Zeit. Wir haben Netflix geschaut, ich habe ein bisschen studiert und nach einer Weile habe ich dann allein nochmal in Quarantäne, nochmal 10 Tage. Und in dieser Zeit habe ich eigentlich wirklich die Zeit genossen. Ich habe Zeit genommen, auf mich selber schauen, auf meinen Körper schauen, aber auch nochmal auf meinen Geist ganz besonders schauen. Und es ist so, dass wir ein Schutzkonzept und wir haben viele Regeln von unserem Körper. Wie wir uns gesund behalten, wie wir schauen, dass wir ja nicht krank werden. Habt ihr von der AHAL gehört? Kennt ihr AHAL-Regeln? Sonst kann ich euch noch geschwind zeigen, was sie sind. Abstand halten, hygienische Vorschriften einhalten, Alltagsmaske tragen und gut luften. Wenn ihr diese 4 Sachen macht, dann sind die mehr oder weniger sicher und gesund. Aber es ist so, dass in heutigen Tag wir schauen, dass wir ja, gesund bleiben und Distanz halten und ja, nicht krank werden. Und wenn wir krank sind, dann ja, nicht im Büro gehen, nicht rausgehen, nicht uns mit Menschen treffen. Und es ist wirklich gut so. Im 3. Johannes Kapitel 1, Vers 2 sagt Johannes, es ist mein Wunsch, dass du gesund bleibst und dass es dir in jeder Hinsicht gut geht. So gut, wie das im Hinblick auf deinen Glauben der Fall ist. Also der Johannes betet und sagt, hey, ich hoffe, dass ihr gesund sind. Und das ist auch meine Hoffnung, das ist auch mein Gebet. Ich hoffe, dass ihr alle gesund sind. Ich hoffe, wenn du daheim bist, bist du gesund. Aber ich habe noch eine Frage. Wie geht es mit dem Geist? Wie geht es mit dem Herz? Wenn du körperlich gesund bist, bist du auch geistlich gesund. Es ist leider so, die Sozialdistanz und die Isolation und Quarantänezeit. Und je mehr, dass wir allein sind, je mehr, dass wir nur mehr in der Kirche sind, nur mehr in der Gemeinschaft mit anderen Christen, ja, das irgendwann kann auch sein, dass wir passiv werden. Wir werden nicht mehr mögen beten oder unbedingt Bibel lesen. Und heute habe ich vergessen, behalten wir auch diese Routine, diese Disziplin mit unserem Geist. So wie wir so viel Acht geben auf unseren Körper. Ich habe kurz 4 Punkte für euch. Wie können wir körperlich gesund bleiben? Und auch geistlich gesund bleiben. Es ist so, wenn du versuchst abzunehmen, mein Vater hat im Moment etwa
10, 12 Kilo abgenommen. Er hat positiv getestet und ist im Spital gesehen, nichts gegessen. Und er hat extrem viel abgenommen. Was nicht schlecht ist. Wir haben daheim gesagt, vielleicht es ist auch gut, wenn du kannst, das so behalten und das so weitergehen. Aber es ist nicht einfach, die Gewicht. Es geht jetzt eben wegen Krankheit, aber das auch so behalten ist nicht easy. Wie kannst du gesund bleiben? Also die ersten Sachen, die vor allem in der Schweiz das machen wir mindestens einmal in der Woche machst Fitness. Also wenn es um Körper geht, wir sagen einmal in der Woche gehst du in ein Fitnessstudio oder gehst joggen, wandern, walken, Velo fahren. Einmal in der Woche machst du Übung, Fitnessübungen. Und das ist auch genau gleich mit unserer geistlichen Gesundheit. Mindestens einmal in der Woche schalte deinen Laptop ein oder deine Fernseher ein oder komm in Gottesdienst live. Einmal in der Woche. Du hast am Sonntagmorgen Gottesdienst mitschauen. Das ist eine geistliche Fitness. Das ist eine geistliche Übung. Und das hilft uns dranbleiben. Es hilft uns connect zu sein. Und es ist auch eine geistliche Nahrung, die wir einmal in der Woche haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Es ist gut, dass du in Fitness gehst. Es ist gut, dass du einmal in der Woche Gottesdienst schaust oder in Gottesdienst dabei bist. Aber das langt nicht wirklich. Wir müssen auch die Diät behalten. Und am meisten, wenn man abnehmen will, machen wir eine Diät, wie wir verzichten auf Süßigkeiten, Kuchen, Pizza, Kebab, ein bisschen fettige Sachen. Wir verzichten auf Nahrungen, die nicht unbedingt gesund sind. Und so auch geistliche Diät ist verzichten auf gewisse Sachen, die nicht immer gesund sind. In der Quarantänezeit, ich habe mich entschieden, auch im ersten Lockdown, ich habe gesagt, in der Woche schaue ich überhaupt nicht Netflix und ich verzichte auf Abend Social Media. Und nur an den Wochenende gibt es Film oder eine Serie oder Social Media. Dann habe ich tatsächlich das gemacht. Und anstatt Social Media habe ich Gitarre gespielt, Worship gemacht, bevor ich ins Bett gegangen bin. Dann habe ich viel studiert. Hey, verzicht auf die Sachen, die nicht gut sind. Vielleicht sagst du, hey, in einem Tag tue ich 3 Stunden kein Social Media nutzen. Kein Facebook, kein Instagram. Halt für die jüngeren Leute. Oder schaue ich, dass ich das, was ich konsumiere, limitiere. Das ist geistliche Diät. Ich verzichte auf Sachen, die meinem Geist nicht gut tun. Auf Sachen schauen, die mir einen negativen Einfluss haben. Ich tue ein bisschen weniger eben auf Netflix gehen. Der dritte Punkt, es ist super. Ihr macht einmal in der Woche Fitness, geht ihr einmal in der Woche Gottesdienst, macht mit. Ihr verzichtet auf ungesunde Nahrung. Aber das dritte ist auch tägliche Nahrungsergänzungsmittel. Du tust auch etwas gesund essen. Im Moment, ich vermute, in jedem Haus, man findet Vitamin C und Vitamin D. Bei jedem Arzt, überall wo ich gehe, und sagen, nehmen Sie Vitamin C, nehmen Sie Vitamin D. Hat jetzt meinem Arzt gesagt, ich soll den ganzen Vitamin D-Tröpfchen kaufen und einfach einen trinken. Er hat gesagt, ich habe es gemacht, einfach jede 2-3 Monate, mach das. Also dich nicht schaden, man hat das auch nicht gemacht so weit. Aber in jedem Haus, heutigen Tag, findest du Vitamine und Nahrungsmittel, die deine Körper tut gut. Gell? Ihr nehmt eure Vitamine. Super. Nehmt ihr auch geistliche Vitamine. Nehmt ihr auch Sachen, die euren Geist tut gut. So wie ihr jeden Tag einen Apfel esst. Nehmt auch einen Bibelvers täglich. Da jeden Tag Wort Gottes lesen. Jeden Tag Wort Gottes hören. Heutigen Tag, wir haben so viele Möglichkeiten mit täglichen Bibelstellen. Ihr könnt auf eure Handys die Bibel abladen, wo täglich euch ein Devotional, ein Gebet kommt oder ein Bibelstelle kommt oder ein Gedanke, ein Input. Ihr könnt auch online gehen. Es gibt Programme, wo ihr könnt abladen könnt. Und jeden Tag
einmal schauen. Das lesen, beten und die gesunde Nahrung haben vom Wort Gottes. Und der vierte, wenn du immer noch nicht gesund, also du hast viel abnehmen oder zunehmen, geistlich, und du sagst, okay, ich mache mein Fitness, ich verzichte auf Sachen, die mir nicht gut tun, ich lese, ich nehme mein tägliches Vitamin Wort Gottes, ich bete täglich, ich habe meine Zeit mit Gott täglich, aber es gibt Tage, wo ich vergesse oder es gibt Tage, wo mir nicht gut geht oder wo ich nicht mehr mag. Es ist immer hilfreich, wenn du einen persönlichen Trainer hast. Weil ein persönlicher Trainer tut dich pushen, motivieren oder hält dich accountable. Er schaut, hey, hast du das heute gemacht? Bist du dran gewesen? Hast du Fitness gemacht? Hast du 10 Schritte pro Tag gemacht? Hast du gesund gegessen? Was hast du in dieser Woche gegessen? Hast du Pizza gehabt? Und dann, was hast du nachher? Hey, diese Person hält dich. Wer ist accountable? Das einfach. Danke. Du musst bei dieser Person Rechenschaft geben. Das ist auch gleich mit unserer geistlichen Gesundheit. Wenn wir eine Kleingruppe haben, wenn wir einen Mentor haben oder wenn wir eine Person haben, die sagt, hey Dorina, wie geht es dir mit dem? Wie geht es in dieser Beziehung mit Gott? Wie stehst du heute geistlich? Wie geht es das Herz? Ist es gut? Tust du bei dir schauen? Was hast du diese Woche konsumiert? Was hast du in dieser Woche geschaut? Wo gibt es Sünde in deinem Leben? Was sind Sachen, wo muss man miteinander beten? Es sind genau Leute, die von uns, mit uns stehen, mit uns beten, uns ermutigen. Vielleicht auch einmal in der Woche oder je nachdem schreiben, hey, Gott ist deine Stärke. Er schaut auf dich. Hast du eine Person, die für dich schaut? Hast du eine Kleingruppe, wo du eine Rechenschaft geben kannst? Oder eine Person, die du vertraust und sagst, hey, kannst du mit der Person ehrlich reden und sagen, hey, ich mag im Moment nicht beten. Oder ich weiß nicht, ich bin einfach ein bisschen faul geworden. Oder eine Person, die auf dich schaut. Hast du so einen Menschen in deinem Leben, in dieser Zeit, wo du musst dich isolieren musst, wo du musst dich in Distanz behalten wo kannst du nicht mehr wirklich in jede Kleingruppe gehen. Bist du online in einer Kleingruppe? Wenn nicht, hey, melde dich heute. Wenn du nur eine Person brauchst und sagst, ich will einfach einen Gebetspartner haben, eine Person, die für mich betet. Oder ich würde gerne in einer Kleingruppe sein, online oder live. Oder ich würde gerne mit jemandem sein, wo ich kann, wo kann mich Rechenschaft behalten. Ich sage euch, was ich in meinem Leben mache in dieser Zeit. Aber bevor ich euch das sage, lese ich vom 1. Timotheus 4, 8, 9, wo sagt, das ist ein wahres Wort, das vollständige Zustimmung verdient. Okay, das habe ich falsch verstanden. Vers 8. Merci. Bringt nur wenig Nutzen, aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht... Oh, sorry. Jetzt meine Augen gesehen, also ich muss noch zum Augenarzt gehen. So, super. Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren, bringt nur wenig Nutzen. Aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Heisst nicht, dass ihr solltet jetzt auf euren Körper nur schauen und nur Fitness machen und nicht gesund bleiben, sondern das heisst, schaut auf euren Körper, aber schaut mehr auf euren Geist. Und das ist das, was bleibt länger. Auf die Welt und auch auf die nächste. Und ich glaube, als Menschen, wir schauen mit unserem Körper, dass wir schick sind und fit sind und ja, einfach gut können aussehen. Aber wir schauen wenig auf unseren Geist. Ich wollte euch sagen, was ich mache, selber, um geistlich gesund zu bleiben. Und mit dem tue ich auch abschließen. Jahrelang hatte ich meine eigenen persönlichen Gebete gehabt. Meine eigene persönliche Gebet ist ein Gebet, das ich aufschreibe, tue ich auswendig lernen. Der ist auf meinem Schrank, in meinem Badzimmer
überall. Es ist einfach ein persönliches Gebet, die ich auswendig lerne. Es stimmt für mich. Und das tue ich täglich beten. Jeden Tag, wenn ich meine Augen aufmache, dann habe ich die Gebet. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Auto bin, wenn ich am Laufen bin, wenn ich im Büro bin oder wenn ich während der Nacht aufstehe und kann nicht mehr schlafen, dann bete ich mein Gebet. Es hilft mir, tut mich erinnern, wer Gott ist, wer ich bin. Die Hingabe auf Gott. Es ist eine gute Erinnerung auf Gottes Wort in meinem Leben. Und es hilft auch, wenn ich mich nicht fokussiere, die Gebet aussprechen. Vielleicht hast du die Gebet beten oder hast du deine eigenen Gebete oder hast Psalm 23 oder andere Bibelstellen, wo du betest. Ich würde gerne ein anderes Mal ein bisschen mehr in diese persönlichen Gebet hineingehen, aber heute tue ich dir das vorlesen. Das ist halt nicht auf Deutsch, aber ich habe das übersetzt und habe versucht, es gut zu übersetzen. Wenn dir die Gebet auch anspricht, kannst du es gerne haben von mir. Aber ich kann euch ermutigen, so etwas zu machen. Es ist ein Gebet oder ein persönliches Wort, das du in dieser Zeit für dich nimmst, aufschreibst und du hast täglich das Sprechen. Es gibt auch Tage, wo ich 2, 3 Verse für die Gebete und ich bete und dann gerade kommt eine andere Idee und dann gehe ich ein anderes Gebet. Das hilft auch in dieser Szene. Also das ist meine persönliche Gebet. Jeden Morgen wachst du über mich. Das könnt ihr auch gross machen. Mich mögt ihr nicht mehr sehen. Deine Herrlichkeit bringt mich auf die Knie. Dein Wort leitet meine Füße. Dein Geist stärkt meine Seele. Führe mich dir zu begegnen. Deine Gegenwart wie ein flammendes Feuer zu entdecken. Öffne meine Augen und Ohren, um deinen Namen zu verehren. Lieber Vater, Sohn und Heiliger Geist, verwandle meinen menschlichen Willen. Durch deine Gnade kann ich mich dir hingeben. Lehre mich deine Wege, zeige mir deine Wahrheiten. Das ist das Gebet, das ich täglich bete auf meine Sprache. Das ist eine etwas deutsche Version, aber ich glaube, ich habe es gut gemacht trotzdem. Und das ist ein Gebet, wo Gottes Wort mich erinnert, wo mich dazu bringt, dass ich täglich bete. Und ich habe eine Kollegin, wir haben abgemacht, jede Woche miteinander reden. Entweder wir treffen uns oder jeden Freitag anrufen wir an und sagen, okay, wie geht's dir? Was hast du in dieser Woche gemacht? Wie geht es dein Herz? Hey, was stresst dich im Moment am meisten? Was drückt dein Herz am meisten? Wie geht es in Beziehung mit Gott? Wie geht es in Beziehung mit Jesus? Was hast du heute am besten erlebt mit Gott? In letzte Woche, am Freitag, habe ich mit ihr geredet und sie hat gesagt, hey Sabrina, wir sind unterwegs gewesen. Ich bin einfach, habe einen Spaziergang gemacht und habe ich meine Hand offen gehabt und habe ich gesagt, Jesus, kannst du jetzt gerade meine Hand haben? Und in diesem Spaziergang habe ich einfach seine Hand gehabt und ab und zu habe ich die Hand weggenommen, weil ich vergessen und wieder habe ich ausgestreckt und irgendwann habe ich gemerkt, hey, es wird warm. Und sie hat auch ihre persönliche Gebet und wir tauschen aus. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist eine coole Idee. Weißt du was, ich mache es auch. Und da habe ich nicht mit Handheben, aber ich habe mit Umarmen gemacht. Ich war einfach am Liegen, Nacht bin ich aufgewacht und gesagt, jetzt brauche ich eine warme Umarmung. Dann habe ich mit dem Gebet gebetet, habe ich Psalm 23 gebetet, habe ich mich selber ein bisschen umarmt mit Jesus. Danke, dass du da bist. Mach das tatsächlich. In der Zeit von Corona, wenn du daheim bist, schaust auf deinen Körper, bleibst gesund, bleibst sicher, aber schaust auch auf deinen Geist. Ich werde für dich beten. Ich werde noch in Corona-Zeit eine kleine Gruppe anbieten zu diesem Thema. Gottes Stimme zu hören und einfach geistlich gesund bleiben. Es wird auch verschiedene Gruppen anbieten, sie online. Und mir wird ein bisschen tiefer in dem Thema gehen, hey, wie kann ich Gott täglich spüren in meinem Herz? Gut, lass uns miteinander beten. Ja, Jesus, danke,
dass deine Augen sind auf uns, dass du auf uns schaust. Danke, dass du unser Heiler und Heiland bist. Vater, ich bitte dich um deinen Schutz auf jeden, der da ist, auf jeden, der online schaut. Auf deinen Schutz auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit, auf unsere Familie, unsere Kollegen. Bitte ich, dass du uns von Krankheit schützt und bewahrst. Aber ich bitte, dass du vor allem mehr unseren Geist schützt, unser Herz. Ja, Vater, ich bitte, dass diese Zeit kann man nehmen, um im Geistlich auch wachsen, stark werden, fett werden. Dass du in uns kannst wirken. Ich bitte, dass wir in dieser Zeit dich mehr entdecken, neu und neu begegnen. Danke für dein Segen, Herr. Danke für deine Gegenwart. Und jetzt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, die euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Amen. Wir sind gesegnet miteinander. Wir singen noch das letzte Lied.